Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ein neues Video zu Division 2. Ich bin die Fred Wilson und zeige euch ein brachiales LMG-Bild. Also, da zeigt es schon aus und draußen da ein bisschen quer. Sowas ist brutal. Ich freue mich schon, wenn Goldene Kugel-Event wieder kommt, weil wenn das im Wächter-Event, wie man sagt, schon so einhaut, dann möchte ich das bei der Goldenen Kugel echt nicht sehen. Also mir hat das voll Spaß gemacht, das Ding. Du schießt mit der LMG und das hört sich an, als heißt sie Ouroboros oder irgendwas so ein Zeug in der Hand. Also echt ein Hammer, das Teil. Ja, wie man sieht, das hat eine brutale Schusswiederholfrequenz, oder wie man sagt, RPM oder so. Ja, und das muss ich sagen, macht voll Spaß. Also springen kann man das Set mit jeder LMG, die wo eine hohe Schussfrequenz von Haus aus hat. Ich habe die Sleipnir hergenommen, die wird vielleicht nicht jeder haben, kann man eigentlich spielen mit jedem, also wie ich sagen, mit der Bluescreen vielleicht, macht es Spaß. Ich habe es mit jedem LMG probiert und die haben mir einen Spaß gemacht. Wenn jetzt da vielleicht einer dabei ist, ein Heiler als Gruppenbild, ja, wo die ab und zu wieder mal auf First steht, macht es noch mehr Spaß. Ja. Ich habe es mit dem Wächter-Event probiert und in der Mission, wo ich jetzt da bin, bin ich nicht durchgekommen, sage ich ganz ehrlich. Aber ich habe auch Solo probiert und mir ist eigentlich nur ums Testen von dem Bild gegangen und wie man sagt, also, du machst den Weg wie nix. Das ist richtig fun, das Ding. Ja, es ist wieder mal ein Spaßbild. Ich spiele das Ganze auf Heroisch mit 3 Direktiven und eben dem Wächter-Event an. Nicht ganz so leicht, aber ja, man sagt, funktioniert ganz gut. Wie gesagt, der Heiler an der Seite, wenn war, dann war es noch besser. Und ja, meine Empfehlung in der Gruppe, das Ding zum Spielen, macht sowieso mehr Spaß, wenn man zweites spielt oder das drittes oder das viertes. Ja, das dazu einmal. Möchte euch noch hinweisen, wir haben einen Community-Discord und auch einen Clan. Wer beitreten will, bitte, der Link ist vom Discord in meinem Kanal. Und ja, schaut sich noch ein wenig an und dann wir mal weiter mit dem Set. Ja, das Set ist wie folgt aufgebaut. Ich habe den Richtschützen genommen, weil der von Haus aus Rüstungsrückgewinnung hat. Ja, ein bisschen schneller schießen tut man auch, wenn man den hat. Dann habe ich eben das Sleipnir und das Scorpio drin. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wo ich das Sleipnir her habe, aber die hat es einmal gegeben, glaube ich, als Bonus irgendwo. Kann jetzt aber auch täuschen, die hat auf alle Fälle perfekten Rausch drauf. Ja. Und die Feuerrate wird erhöht und der Waffenschaden wird erhöht. Und immer wenn es nachlässt, ist das einmal für ein paar Sekunden aktiv, das Ding. Und dann rattert das auch ohne Event phänomenal. Ich habe da Grid Chance drüber da und habe ein größeres Magazin rein da, damit mir Kugeln nicht so schnell ausgängen. Wenn man sieht, unten, ich habe 1200 Bullets im Sackerl. Und ja, man braucht da einige Kugeln, weil es die aussieht wie nix. Dann ist in dem Set noch drin
Der unsichtbare Mann, da haben wir Gefahrenschuss und Waffenschaden drauf. Ja, Lebensenergieschaden 10%, Chance auf kritische Treffer, nochmal Chance auf kritische Treffer. Ich sag's gleich dazu, kommst ungefähr auf 50% kritische Trefferschaden. Dann mein Lieblingsteil, der Ninja Backpack oder Rucksack. Ja, was der macht, weiß auch jeder. Er ergänzt immer ein Teil dazu. Dann haben wir perfekt geduckt. Petrov Defense Group ist auch eine benannte Weste. Weiß jetzt auswendig nicht mehr, wie das Ding heißt. Irgendwie, wo steht's denn? Ein bisschen weiter auf noch, komm, Meister. Wie die Methusa, Weste, Wächter, bah, was der Teufel, die haben da jetzt eine depperten Namen, die kannst du einfach nicht aussprechen. Jeder weiß, was ich meine. Ja, und da sieht man schon, ab und zu kriegst du mal ein paar aufs Maul und dann hilft es einfach nicht. Für das gibt es ja die Heilkits. Ne? Und durch den Richtschützen hat man dann auch gleich eine Bonusrüstung, schaut auch nicht. Und Rüstungsrückgewinnung haben wir ja auch drin, wenn bei Tötung einer umfällt, also wenn so ein Ad umfällt, dann kriegt man auch wieder seine Rüstung zurück bis zu 50%, glaube ich. Mir hat es gelangt. Ich spiele halt auch ein wenig aggressiv, mit dem Bild ist vielleicht gescheit, wenn man ein bisschen defensiver spielt, deswegen werde ich auch nicht durchgekommen sein, aber ich bin halt ein hart drauf wie nix und defensiv liegt mir so überhaupt nicht. Dann hätten wir noch in dem Set drinnen, jetzt haben wir die Holomaske, haben wir ein Backpack, haben benannte Weste von Petrov Defense Group, dann haben wir noch die Dienstleisterhandschuhe, die hauen dann Rüstungsschaden noch mehr auf um 8%, wieder Waffenschaden, Schaden durch kritische Treffer drauf, dann sieht man da oben 20% mehr Kapazität durch die Munition, dann haben wir noch das Picaros Holster, auch wieder das eine Teil auf Rot umgerollt, auf kritische Chance, je nachdem was man halt braucht oder was man hat. Ich habe da nicht so umeinander probiert, ehrlich gesagt. Da habe ich geschaut, dass ich ungefähr 50% Chance komme und Schaden durch kritische Treffer, glaube ich, ist bei 110, also nicht so das Optimum, was man haben sollte. Ja, also faszinierend, wie das abhaut, das Ding. Dann haben wir noch im Set drinnen Ucina Getica, habe ich eine da wegen Rüstung gesamt und Rüstung durch Kills, auch noch mit 10% dazu. Ja, wieder komplett rot. Waffenhandling, da sollten vielleicht was anderes drauf sein, Schaden durch kritische Treffer nochmal, weil Waffenhandling kriegt man ja durch das Talent von der Waffe. Also nachladen dauert bei der LMG 3 Sekunden. Bisschen drunter, wenn das Wächter-Event eingeschalten ist. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ich muss immer wieder sagen, ich habe so viel Spaß gehabt mit dem Set. Das war schon lange nichts so kurz mehr gehabt oder gespielt. Bei Ouroboros muss ich sagen, habe ich nicht. Also nehme ich das her, was ich habe. Und ja, mir gefällt es einfach, wenn das fetzt, das Ding. So, dann haben wir im Set noch was drin. Und schauen wir uns da noch. Die Skills, ich spiele es mit der Drohne zur Ablenkung. Ja, da habe ich allerdings nicht die richtigen Mods, wie man sieht. Ist auf Stufe 2 vom Stürmerschaden, also die Stürmerdrohne ist das. Aber die Mods habe ich nicht, weil das ist auf meinem zweiten Char und da habe ich überhaupt noch nichts gefarmt gehabt. Aber funktioniert ja. Dann haben wir noch die Todesvieh und Impulsgeber, der macht die ein bisschen blind und holt es ein wenig auf, ist auf Stufe 2. Und dann haben wir ja, Schaumgranate oder Explosionsgranate, die nehme ich von Haus aus eh nicht her. Also wenn einer damit spielt, eine da, was mal lustig ist. Schaum ist vielleicht nicht schlecht zum Ausbremsen, wenn so einer drauf hat und mit damit umgehen kann. Ich kann es nicht. Also selber ein wenig mal anbasteln, glaube ich, ja, das für jeden halt passt ein wenig. Eins zum Umsetzen. Zum Farmen ist das ein bisschen arg schwer, weil so viel ich weiß, die Holoman, die kriegt man in der Tagzeit nur. Ob es jetzt schon anders ist, höchstwahrscheinlich ja. Ich glaube, dass man wahrscheinlich im Abstieg
im Descendant-Modus die Blaupausen holen kann für sämtliche benannten Teile. Ja, mehr war es jetzt dazu eigentlich nimmer. Also wie gesagt, wenn es euch taugt das Ding, lasst mir ein Like und ein Abo da. Wenn nicht, ist mir auch wurscht. Ich will kein Geld nicht für das Ganze, ich mache das just for fun. Und ja, pflastert mal wegen durch, schaut es noch zum Schluss an und zum Schluss kommt noch mal das ganze Set zum Screenshot machen. Und reden kann ich immer noch nicht, das wird sich wahrscheinlich die nächsten 15 Jahre auch nicht ändern. Also bis zum nächsten Mal, habt Spaß damit und ich freue mich, wenn Kommentare reinkommen. Schmarrn dreht, gut gemacht, irgendwas. Also, viert euch dann.